Lichtgeschwindigkeit, grüß Gott, liebe Aufrufer, ich bin Dietmar Möws, ich spreche hier jetzt als ein empirischer Soziologe, aber auch als ein Fußballfan und aber gleichzeitig bin ich Pirat. Hier geht es mir um das Thema ESC, das ist der Eurovision Song Wettbewerb, der jetzt an diesem Wochenende in Baku, der Hauptstadt von Aserbaidschan, stattfindet. Aserbaidschan als europäisches Land, naja, gut. Und andererseits geht es mir um die europäische Fußballmeisterschaft 2012, die in 2 Wochen beginnt in Polen und in der Ukraine. Also, das sind große internationale, massenmediale Events, das heißt, es finden tatsächlich Veranstaltungen statt, aber die Wirkung liegt natürlich in der insbesondere Fernsehverbreitung und in der Sekundärverwurstung der gesamten Medien zusammen. Und da habe ich hier heute vielleicht stellvertretend für diesen Fußball, heute ist ja auch ein Testspiel noch gegen die Schweiz, Deutschland gegen die Schweiz, der junge Fußballspieler Draxler von Schalke 04, Julian Draxler, 18 Jahre alt, der hier etwas sagen darf, weil er vielleicht auch noch zu den Spielern gehört, die heute spielen und trotzdem dann vielleicht nicht in den Kader kommen. Der ist ja wirklich wunderbar, wie weit er für ein solches Turnier bereits belastbar ist. Kann ich nicht einschätzen aus der Ferne. Der hat ja jetzt immerhin schon 2 Bundesliga-Saisonen für Schalke gespielt und ist im Grunde auf der Höhe der Athletik. Mit 18 Jahren hat man nicht die Kraft, aber der ist ja hochbegabt, also Julian Draxler. So, jetzt komme ich als Soziologe, ich möchte Folgendes sagen. Die Diskussionen, die wir haben über die Bewertungen des Europäischen Song Contest, sowohl was die künstlerische und musikalische Ambition betrifft des Publikums, die neigen also zwischen Partybegeisterung und das ist sowieso der größte Käse, keiner will diese Musik hören. Und andererseits die zweite Kritikebene ist dann, muss das unbedingt in einem Land sein, Aserbaidschan, das zwar für uns politisch wichtig ist, weil es wirtschaftliche große Potenziale hat als Importland, als Marktteilnehmer, Aserbaidschan, aber es ist sozusagen gewissermaßen undemokratisch, teilweise also despotisch, politisch beherrscht, keine wirkliche Demokratie in Aserbaidschan. So. Das ist also die Lage zu dem Europäischen Song Contest, einerseits was das musikalische Massenmediumsereignis Pro und Contra betrifft, andererseits was die politische Situation des Gastgeberlandes betrifft. Das Gleiche wird gesagt vom europäischen Fußballort Polen und Ukraine, Europäische Fußballmeisterschaft, Europameisterschaft der Nationalmannschaften. Da wird eben auch gesagt, wenn schon in der Ukraine internationaler Wettbewerb fernsehrelevant durchgeführt wird, dann sollen doch zumindest der Fußballverband, also die UEFA und auch die Sportler und ihre Fußballverbände politisch Stellung beziehen, nämlich die nicht-demokratische Regierung der Ukraine kritisieren oder angreifen oder irgendwie Position beziehen. Das andere betrifft dann den Fußball, in dem keine große Diskussion ist, alle hoffen, dass sie gut abschneiden. Und ich selber denke auch, dass es, was das Fußball betrifft, wirklich interessantes Niveau ist, denn gewissermaßen ist ja die Europameisterschaft stärker besetzt als eine Fußball-Weltmeisterschaft. Denn bei einer Fußball-Weltmeisterschaft sind doch immer sehr viele starke europäische Nationalmannschaften ausgeschieden, bevor es losgeht, während hier jetzt alle mitmachen dürfen. Und es ist doch zu erwarten, dass solche Mannschaften wie Polen, nimmt man nur die polnischen Spieler bei Borussia Dortmund, oder andere gute Mannschaften haben werden, also nicht nur Spanien oder Holland, Deutschland, England, Italien, Polen, ja alle eigentlich, die können alle toll Fußball spielen. Ja, und auch hier möchte ich sagen, dieses Pro und Contra beim Fußball als Fernseherlebnis und großes Marketing-Welterlebnis und auch beim Song Contest, das sind eine Seite der Betrachtung. Das andere, was immer vergessen wird, was auch vielleicht gar nicht gewusst wird, was nicht verstanden ist, das ist jetzt das, was der Soziologe sagt. Wir haben aus der jeweiligen örtlichen, also lokalen, wo ich stehe,
Sicht, Perspektive. Stehe ich in Köln, gucke ich in die Welt, nach Paris, nach Berlin, nach Warschau. Stehe ich in Baku, gucke ich auch nach Peking oder nach Paris oder nach London. Stehe ich in Moskau, gucke ich auch nach Teheran und nach Tel Aviv und nach Kapstadt. So, also egal wo ich stehe, ich bekomme immer in der Alltagskommunikation, so eng ich in der Echtzeit an der Nachrichtenlage beteiligt bin oder so weit wie in weiten Teilen Russlands nach wie vor die Leute die Nachrichten nur oberflächlich einmal in der Woche kriegen oder so, stehe doch immer auf meinem Standpunkt, der perspektivisch ist, meine Betroffenheit, und die lebt immer von den Sachen, die mich freuen, die freuen mich, und zu den Sachen, die mich ängstigen, die mich bedrohen. Das sind die nachhaltigen. Auf die Dauer setzt sich dann die Sichtweise durch, ich, egal wo ich stehe, bin ich in Baku oder in Köln, ich bin von den anderen bedroht. Man muss aufpassen, die regionale, die nationalistische Perspektive, der latente Rechtsradikalismus kommt ja immer daher, dass man sich an seinem Ort von den anderen bedrängt oder geängstigt fühlt. Das muss gar nicht so sein, das ist nur die Dauerwahrnehmungssache. So, und hier ist jetzt mal etwas gegeben, sowohl was den Song Contest betrifft, wie auch was diese Fußballübertragung betrifft, wo man sozusagen miteinander freundschaftlich in einen nach gewissen Regeln auf Gegenseitigkeit gesatzten internationalen Kommunikationsinhalt kommt. Wir alle spielen Fußball, wir alle machen Song Contest. Und nun kommen also die Leute, die Trittbrettfahrer, die meinen, hier ist jetzt eine Gelegenheit, wo man doch allen mal sagen kann, was sie für Arschlöcher sind. Sie wollen also jetzt politische Kritik anbringen, weil hier gerade unbefleckte Empfängnis vorgespielt wird. Und ich möchte sagen, die Möglichkeit, zum Beispiel durch Olympische Spiele, durch Fußballweltmeisterschaften, durch Musikwettbewerbe, durch Rolling Stones Konzerte, durch Levis und Lee Jeans in Moskau, alle diese apolitischen Erscheinungen, die natürlich auch politisch sind. Das sind die, die Gemeinschaftsgeist bilden, die sagen, aha, auch der Moskowiter kann eine Jeans tragen oder auch der aserbaidschanische Schlagersänger kann Beatmusik spielen oder Techno oder irgendwas, Hip-Hop. Diese massenkommunikative Aufladung solcher Events ist sowas von völkerverbindend, Freundschaft und vertrauensbildend, dass man das einfach anerkennen muss, das ist das lebenswichtig, genau wie die ständigen Appelle überall, die Warnungen und die Angsterkenntnisse und die Informationen der täglichen bösen politischen Geschehnisse. Also mit anderen Worten, sowohl ESC wie auch Europäische Fußballmeisterschaft in Polen und Ukraine sind freundschaftliche Kommunikationsevents, die sind lebenswichtig für uns alle. Deshalb sollte man hier mal wirklich aufhören mit der Zickerei, für diesen Moment sagen, egal wie gut und schlecht, wir einigen uns auf Gegenseitigkeit und wir machen es gemeinsam, so gut wir können. Das ist sozusagen die globale Lage auf unserem blauen Planeten, gehören wir letztlich alle zusammen auf Gegenseitigkeit. Gut. Haarspalterei zu Ende hier. Schönen Dank, ESC und Europa-Fußballmeisterschaft. Soweit hier von mir aus Lichtgeschwindigkeit am 26. Mai 2012, Pfingstwochenende. Schönes Wetter.